einen. Hup. Gut, Geist Nummer 2. Und jetzt sollte es eine kleine Kiste sein mit einem Schlüssel. Wenn das richtig ist. Müsste so sein. Perfekt. Ah ja, über was ich auch noch mal reden muss, das habe ich gar noch nicht erzählt, glaube ich. Ich habe vor etwa 2-3 Wochen zum ersten Mal vom Cosmo erfahren. Das ist ein YouTuber und Streamer und ja, Hardcore Zelda-Gamer. Ich weiß nicht, ob es vor allem Ocarina of Time oder auch andere Spiele sind. Sicher Ocarina of Time. Die ihn nicht kennen, ich schicke noch kurz, setze kurz den Link ins Bild jetzt, plus eine neue Beschreibung. Der Typ ist unglaublich, also der hat bis jetzt, wenn ich richtig informiert bin, hat er den Weltrekord im Zelda durchspielen, also in der Zeit möglichst schnell. Und er schafft es in 18 Minuten und etwas, 18, 20 sage ich jetzt mal. Sicher weniger als 19 Minuten. Ich erzähle das schnell, bevor ich da durchgehe. Es schafft es in weniger als 19 Minuten das ganze Zelda durchspielen. Was ich irgendwie in, was bin ich jetzt bei Episode 25 oder 26? Ja, 20 Minuten, entsprechend ist das schon sehr, sehr, sehr viel länger. Etwa 6 Stunden, 8 Stunden habe ich sagen, ohne Problem. Und er schafft es einfach in 18 Minuten. Natürlich geht es nur mit jensten Glitches ausnutzen. Aber eben, das ist für sich eine Wissenschaft. Er hat gesagt, oder hat beschreibt so, dass er so um die 1000 Versuche braucht und die Versuche, die er gebraucht hat, mega viel Research. Also das sind die Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Er mit anderen Kollegen von einem so einem Forum sind dran gewesen und haben versucht, irgendwie einfach das Zelda so zu knacken. Und es gibt ein paar Glitches, also wo man zum Teil schon nur auf Programmierebene dann entdeckt. Zum Beispiel, dass wie ist das gegangen? Dass das Boss-Battle beim Dekobaum gegen Goma, dass die Tür zum Boss programmiertechnisch verbunden ist mit dem Endkampf gegen Ganon. Ganondorf, ja, genau. Dass da irgendwie die Räume programmiertechnisch miteinander verbunden sind. Im Spiel überhaupt nicht, hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber mit den entsprechenden Glitches ja, kann man sich dort an teleportieren und so ist es dann grundsätzlich möglich, das Spiel eben so schnell durchzuspielen. Wie gesagt, schaut euch das mal an, wenn ihr es nicht kennt. Es lohnt sich enorm, also es ist so spannend zum Zuschauen. Wenn ich achte auf die Schattenkreaturen, die an der Decke hängen. Das weiss ich, passt schon. Es ist überhaupt nicht mein Ding, so zu spielen grundsätzlich, eben, dass man irgendwelche Glitches ausnutzt, um schnell vorwärts zu kommen. Aber wenn man sich quasi dazu verschworen hat, das jetzt genau so zu machen, nicht anders, und dann daraus eine Challenge entsteht, nach einem Wettbewerb, muss ich sagen, ist das dann wieder okay. Also finde ich es recht cool. Ich mache es natürlich nicht so, weil mir macht es einfach Spass, das Spiel genau so, wie es muss sein, auch nachher zu spielen. Nicht geschafft. Egal. Darum wird es bei mir kein Speedrun oder irgendetwas, das haben wir wahrscheinlich auch schon gemerkt. Oh, hätte ich jetzt zuerst noch ganz zurück sollen? Ne, passt. Das sind die auch einfach so mal abstellen in alten Intervall. Ah nein, ich kann ja nicht reinlaufen. Gut. Und Schlüsselfeld. Shit. Dings kommt gar nicht, das Viech. Ah, jetzt. Nein, doch nicht. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich muss den Dings drehen, den Gang drehen, aber im Moment kann ich das nicht, also muss ich zuerst noch etwas anderes. Macht das Sinn? Ja. Machen wir das.
Ja, und in dem Speedrun vom Cosmo und so erklärt er zum Beispiel auch den Infinite Source Glitch, ja genau, der ISG. Es gibt so eine Möglichkeit, dass wenn man mit dem Schwert oder er macht zum Beispiel mit dem Dekostab zuschlägt, gleichzeitig die R-Taste, also anvisiert, zuschlägt und gleichzeitig die R-Taste drückt, oder glaube ich ohne anvisieren, ich weiß nicht einmal selber. Wenn man das macht, dann passiert das, dass man quasi dass die Schwertattacke eigentlich unbegrenzt die ganze Zeit aktiv ist. Das heisst, man könnte einfach rumlaufen und irgendwelche Monster so umbringen. Auch so Zeug, oder? Grundsätzlich wäre das denkbar, dass ich so etwas mache, auch im Spiel. Aber erstens habe ich es nie probiert und zweitens finde ich es eigentlich irgendwie nicht notwendig. Ja, weil das einfach nicht meine Spielweise ist. Aber eben, so Sachen gibt es zum Beispiel, wo man nachher recht spannendes Zeug damit anstellen kann. Oh, der ist jetzt so ein Verhoff gekommen. Gut. Ich hätte jetzt geschießt erst gewartet. Und nachher ein Spiel aufgepickt. Aber wie gesagt, also ich bin einfach mega beeindruckt von dem Speedrun. Also alle, die irgendwie etwas mit Zelda am Hut haben, und ich nehme jetzt mal an, dass ihr, wenn ihr das Video, wenn ihr das jetzt hört und meine Videos schaut entsprechend, interessiert euch auch ein bisschen für Zelda, und ich kann das wirklich nur ans Herz legen, das euch jetzt mal anzuschauen. Und vor allem in dem Video, das ich gepostet habe, und jetzt vielleicht nochmal posten geht, erklärt er auch, was er genau macht. Man kann das Video einfach so schauen, wo er das gestreamt hat. Und einfach sich mal ein bisschen mitführen lassen. Aber dort haben wir einfach keine Ahnung, was genau alles passiert und so. Und dann lohnt es sich eigentlich, das auch mit seinem Kommentar mitzuschauen. Dann erfahren wir so ein bisschen Sachen wie, ich weiss nicht, wie viele Versuche braucht. Und ist natürlich umso ein cooles Erlebnis gewesen, dass er doch tatsächlich während dem Stream, also er hat immer wieder gestreamt, versucht, seine Speedruns zu unterbieten. Und dass es dann wirklich während dem Streamen dann auch geschafft hat. Ah, das kennen wir doch. Ja, und da gibt es so viele Sachen. Oh, hoppla, falsch gewesen. So viele Sachen, die dann auch gleichzeitig passieren müssen. Also zum Beispiel nur schon, dass auch zum Teil auf bis auf Frames aber muss stimmen, was man macht. Also, ich sage jetzt, ich kann das euch schon zeigen, vielleicht nicht gerade in dem Raum, dass ich dann nicht irgendwie runtergehe. Ja, vielleicht kann ich es machen. Aber dass man, wenn man Z drückt, seitwärts kommt und dann so kann man wie Frames weitergehen. Ich schaffe es jetzt gerade nicht, aber ja, ich schaffe es nicht, aber dass mit der Starttaste sozusagen kannst Frame für Frames weiterspringen und dass du in gewissen Fällen das eben tatsächlich auch brauchst, um möglichst präzise zu sein. Aha, ein Deko-Stick. Das heisst, ich brauche irgendwo Feuer. Wobei es eigentlich gar nicht mehr nötig ist mit Dingsfeuer. Was haben wir da Schönes? Okay, im kleinen Raum hat es eine Kiste, das heisst, ich gehe zuerst da rein. Ja, genau. Hallo! Eine Kante. Au, das war zu spät. Jetzt tun wir schon mal aufladen. Ja, Mist. Das Lustige an diesen Händen ist, dass wenn sie genug lang umhäuseln, die Kleinen, wird es wieder zu gross und das ist ein bisschen nervig. Okay, ich glaube, das ist der Schlüssel für den anderen Spiralraum vorher. Und ich müssen wir nochmal zurück. Schauen wir mal, ob ich jetzt da rauskomme. Ah, wahrscheinlich komme ich da. Ja, jetzt ist es gegangen.
Ja, Mist. Du bist still. Alles klar, jetzt haben wir den Turnus wieder. Im Schnelldurchlauf jetzt zu Spiralraum 2. Brrr. Ah, warte, Kiste. Wo ist die Kiste schon wieder? Nee, da nicht. Doch? Nein, was? Doch. Da. Fall. Blub. Okay. Naja, ich meine, es ist etwas Spannendes. Da noch eben nicht. Gehen wir wieder opsi. Die Richtung. Da durch. So, der Fratzengeist vorbei. Blub. Fick dich. Muss ich jetzt wieder... Ah, jetzt muss ich wieder aufmachen, oder? Hat das? Ja. Schon würde ich nämlich gar nicht durchkommen, oder? Glaub's? Oder habe ich jetzt gerade einen Überlegungsfehler gemacht? Ich muss ja wieder zurück dort zu den 2 Fackeln. Die ich vorher geholt. Also, das sind nicht 2 Geister. Ja, jetzt ist sie offen, jetzt ist nicht mehr spannend, Navi. Das ist schon etwas anderes gemeint. Nein. Mit deiner Schatztruhe! Oh nein, okay. Fast runtergeht. Ja, und was auch noch lustig ist am Cosmo ist, dass, also ich habe es nicht gesehen, was er genau nutzt, aber er nutzt einen ganz speziellen Controller, weil der N64-Controller so cool er auch ist und Nostalgie weckt und alles mögliche. Er ist unpräziser, sage ich jetzt mal bewusst, er ist nicht unpräzis, aber unpräziser. Also wenn man gewisse Winkel präzise muss können drücken, also eben, ich meine jetzt genau ein 45 Grad Winkel ist noch machbar. Wenn ich jetzt gerade schon anschaue, es hat 1, 2, 3, 4, ja, es hat 8 Winkel, also man kann 45 Grad Winkel präzise machen, aber wenn es mal in 60 Grad oder so ist, wo man seitlich laufen muss man so ein bisschen etwas nebendurch und ja, das ist halt unpräzise, nicht sauber. Und da hat er sich auch einen Posten, der besser geht, unter anderem. Was irgendwie lustig ist. Was auch noch lustig ist, er hat sich nicht nur der Controller, also ja, nicht nur abgesehen vom Controller, hat er sich zum Beispiel auch die chinesische Emulation vom Spiel zugetan zum Spielen, weil durch das, dass die chinesischen Zeichen sehr viel weniger Platz, also ja, wie soll ich sagen, wenn du einen Schriftzug siehst, kannst du ja gewisse Schriftzüge nicht vermeiden, also zum Beispiel irgendwie Dialogoption vom Dekobaum zum Beispiel. Du musst quasi mit ihm reden. Also kannst du nicht für den Switch und dann hat er sich für die chinesische Version entschieden, weil es einfach durch die chinesischen Zeichen der Text sehr viel schneller abläuft und man dort auch nochmal ein paar, ja, wahrscheinlich schon Sekunden kann sparen, oder? Jetzt hier Feuer. Sucht man da... ja, ist da nicht irgendwie etwas... Ist da Eis oder irgendetwas? Ja, voll. Rauf. Falsch. Ein bisschen nebendurch, aber er passt. Ich jetzt nur wegen dem Spiralraum müssen. Ich glaube es. Ich tönt es fast, wenn Skulpturen noch da drin wären, aber das ist nur wegen diesen beweglichen Säulen. Nein, und das mit den chinesischen Versionen, das ist einfach auch nur so ein Detail,
einfach zeigt, wie ernst dass sie das Ganze eigentlich genommen haben. Oder immer noch so tun sogar, das weiß ich gar nicht. Müssen wir eigentlich abchecken, ob der Cosmo noch aktiv ist. Weil am Schluss des Videos sagt er auch noch, was man noch verbessern könnte, wo er noch Verbesserungspotenzial sieht, dass man gewisse, ja, halt immer noch weitere Glitches noch sucht, um seine Zeit zu unterbieten. Nur schon das finde ich auch mega spannend. Jetzt muss ich noch schauen, wenn ich da durchkomme. Nein, da komme ich gleich Ort hin. Der Gang ist anders, wodurch ich nachher eigentlich sollte da runterkommen. Was ist Schluss? Ja. Let's go down. Ah ja, alles klar. Kommt Dings runter. Da vorne. Ja, ich weiß. Hey, pass auf, die Getränke fällt herab. Erzähl. Was denn? Kiste. Oh, nein, das war eine schlechte Idee gewesen. Nein. Nein, nochmal schlecht. Help. Ich hätte auf der anderen Seite können, das wäre auch gut gewesen. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ich glaube, ich habe etwas vergessen, oder? Jetzt mal zurück. Beile. Oh, ich kann nicht durchschauen. Das nützt auch nicht. Okay, ich kann keinen Bogen benutzen. Was noch sinnvoll ist. Los. Au. Okay. Ich muss auch Zwischenhalt machen. Scheiße Spinne. Ich muss da hinten auf dem Seitengang noch rauf, schnell. Ich komme nicht rauf. Oh! Ei! Okay, 3 Spinnen. Gibt's ja auch nicht. Also sind die Spinnen abknallen von weit. Sind sie jetzt gut versteckt? Nein, sie sind jetzt gut versteckt. Scheiß Game. Also nicht Scheiß Game, aber... Da haben sie sich etwas überlegt. Wo komme ich da durch? Da war schon mal gesehen, ja? Ah, da oben bin ich, okay. Wegen dem Vogelscheuchensohn, ich glaube, ich muss zuerst mal an Hylia-See zum... Ah, von links fängt es an, darum. Bevor das hier möglich ist. Aber ich glaube einfach, dass die grünen Navi-Symbole in den Dungeons sind, also Abkürzungen darstellen, wo man schneller hin und her säckeln kann. Aber zuerst muss ich eben mit dem einen Vogelscheucher reden, damit der andere nachher aktiv wird. Also jetzt Mitte zum Schalter, dann mit dem L-Beweg zum... Ja, bleiben wir doch schnell. Wahrscheinlich hat es gelangt, die eine ist zur Schatzkiste zu laufen, aber... No risk. No risk no fun heisst eigentlich, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen pussymäßig unterwegs gewesen. So geht sicher auf. Passt. Gut. Aha. Geist. Bam. Adi. Oh. So viel stand ich. Oh, das ist knapp gewesen. Also, den brauchen wir sicher mal hier. Dann haben wir noch einen Stein, den es nicht braucht. Und zwar der da. Nein, nicht rauf. Okay, das war unnötig. Drücken. Das sollte passen. Ja, passt. So, warten wir schnell, machen wir schnell den da dran. Da habe ich gerade den richtigen Abstand auf Anfang. Gut. Na, das passt doch gut. Gott. Hallo Geist. Zu nahe.
Logbook. Nummer 1. Wie viele sind es? 4 Mal? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh, das war zu früh gewesen. Und so weit vorne. Ja, was ich auch noch gerne würde wissen von euch mal, also für die zuschauen. Ich weiss gar nicht, wie viel also überhaupt zuschauen. Also ich habe von der Aufrufe her, ja, nicht mehr allzu viel, es ist ein bisschen am reduzieren. Aber falls jemand noch wirklich nicht zuschaut und Spass hat an mir zuschauen bei Zelda, was mich mega würde interessieren, ob ihr Lust habt, wenn ich fertig bin, ob ihr halt schon ein Mask durchspielen. Ich habe das nie so exzessiv gespielt wie es Ocarina of Time. Ich habe zwar alle Masken geholt, aber mit Walkthroughs, also mit Hilfen. Ich habe das nicht wie es Ocarina of Time zum grössten Teil, ja, quasi Learning by Doing ausprobiert, sondern effektiv ein bisschen Hilfe gesucht. Ich könnte es aber gerne versuchen, mal ohne Walkthrough, beziehungsweise halt, ja gut, gewisse Masken muss man glaube ich fast. Das geht fast nicht anders. Das ist ein bisschen Hilfe. Aber mich würde es aber mega reizen, dass wir Majora's Mask auch noch spielen. Aber wenn ich jetzt überhaupt kein Feedback bekomme und die Views nicht in dem Sinne höher werden im Zelda Walkthrough, dann denke ich, lasse ich es wahrscheinlich noch sein oder spiele es einfach für mich. Aber wenn ihr das Gefühl habt, es wäre mega cool, wenn du das würdest machen, dann wäre ich froh natürlich um das Feedback oder um mehr Views oder wie soll ich sagen, mehr Likes. Einfach, dass ich merke, das wäre es ja schon. Einfach, dass ich merke, will ich schon abfetzen? Nein, kann man noch nicht. Einfach, dass ich merke, dass ihr Lust habt. Hallo Geist! Nummer... Ist das Nummer 4? Ja. Also.